Willkommen für die Webinar von Haut, wo wir über die Vorteile von einer privaten Krankenversicherung schwätzen und wo wir als Problem vorzustellen, wie weit in sich ein Auto mit einer Vollkasko assuriert und nicht seine Gesundheit. Ich stelle mich ganz sehr vor, mein Name ist Patrick Malge, ich bin von den Gründer von taxix.lu. Taxix.lu ist eine Plattform, die seit 2018 jeder mal erlaubt, ganz einfach seine Steuererklärung zu online auszufüllen. Während dem ganzen Webinar seht ihr links einen QR-Code. Und ihr könnt das scannen, wenn ihr ein Offer wollt für eine Zusatzkrankenversicherung von der DKV Lützeburg. Einfach scannen, ein Geburtstag angehen und dann melden wir es bei euch mit einer Offer. Also Partner für die Webinar hier ist DKW Lützeburg. Die gehört zum Lalux Group an als die größten Zusatzkrankenversicherung, die wir hier im Land haben. Und dafür gucken wir uns heute auch ein bisschen, was sie proposieren, aber was die Vorteile von der Kuvertur sind. Für uns fängt das eine Zusatzkrankenversicherung. Und bei einer Zusatzkrankenversicherung ist es nicht anders wie ein Komplement zu ihrer normalen Krankenversicherung, die zusätzlich schützt. Für ganz viele Leute ist das CNS. Das ist eine Privatkrankenversicherung, die remboursiert eben auch Sachen, die nicht zu 100% von der CNS überholt gehen, oder sogar teilweise Sachen, die CNS überhaupt nicht überhält, wo die über eine Privatkrankenversicherung also dann auch aufgesichert könnt gehen. Da sind wir nur ganz grobe Beispiele. Wie kann du der Steuer spüren? Steuer spüren, wie du bestimmt wisst, ob da jetzt bei Steuererklärung kann du dass er verschiedene Sachen aufsetzt, an du noch aufhängig von ihrem Revenu spürt er dann mehr oder weniger Steuern. Was kann ich aufsetzen, was das für am meisten aufgesetzt wird bei taxix.lu auf der Steuererklärung? Das sind natürlich Zinsen auf Prämien, das sind Assuranzen, das sind Zusatzpensionen an, das wird dann der Bausparvertrag abgezogen. An eine Privatkrankenversicherung fällt in der Kategorie von Assuranzen, kann also an der Kategorie aufgesetzt gehen. An dem Moment kann du durch auch Steuern spüren. Was kann ich spüren? Wie gesagt, als abhängig von ihrem Revenu. Hier sind ein paar Beispiele, wenn ihr ein Zelibatär seid, verdient 3.000 Euro brutto im Monat, da seht ihr bei einer Steuersparnis von ungefähr 21% von dem, was ihr aufsetzt. Wenn ihr Zelibatär seid, dann gibt 10.000 Euro im Monat brutto verdienen, da werdet ihr schon bei einem Tormarginal von 43%. Und das ist ganz einfach, dass wenn ihr 1.000 Euro zum Beispiel aufsetzt auf der Steuererklärung, dass ihr dann ungefähr 430 Euro Steuern spart. Das ist immer 43% von dem, was ihr aufsetzt. Wegen Produkten proposiert als Partner DKW Lützeburg, bei der sind da ganz verschiedene, oder zum Beispiel Kuverture von der Vakanzfurt, wo einfach aufgesichert sind. Das können aber Kuverture sein für Profession liberal. Da kommen wir ein Beispiel von einem Kine, den vielleicht durch einen Accident nicht mehr schaffen, an dem Moment auch kein Revenu hat, an dem Moment geben wir die Kuverture absprangen, an dem eben all das, wo nicht schaffen, einen gewissen Revenu bezahlen. Die Produkte, die uns auch interessiert, als sozusagen Vollkasko für seine Gesundheit, das ist ein Produkt Easy Health, das ist die kompletteste Produkt von der DKV Lützeburg, den ich wirklich auf ganz vielen verschiedenen Punkten aufsichert. Und die sehen wir noch ein bisschen mehr am Detail. Ich werde das alles dabei, ohne wirklich Punkt für Punkt durchzugehen. Wir haben im Großen und Ganzen, wenn du in die Klinik musst gehen, dann oder du eben die Doktorrechnung, die nicht ganz giftig gehen, fangen du drin, dann aber auch das Klasszimmer, das aber auch, wenn du mit dem Ambulanzspital gefordert gehen, was du drin fällt, oder auch von der Pap geht, und der will die stehst, mit dem kann der Maternität sehen, auch das als aufgesichert, und wenn du bis am Spital bleiben, da kriegt man 20 Euro pro Tag sozusagen Taschengeld für die Laufenkaschen, die der im Moment am Spital hat. Was auch aufgesichert ist, als alles, was die Zähne betrifft, im Beispiel sind da Prothesen oder Kronen, die da gemacht wird, wo ganz großen Teil von der DKV Lützeburg kann überholt gehen. Und selbst doch alles, was man anzudienen hat, Tischbrille, Kontaktlinsen, aber auch Operationen mit dem Laser, gehen bis zu einem gewissen Montant von der Easy Health von DKW überholt. Ambulatoire-Behandlungen auch, die schon bei einem Doktor gehen, dann CNS remboursiert einen Teil von der Rechnung, dann überhält dem Moment Easy Health noch einen anderen Teil, selbst für Medikamente, die der Doktor verschrieben hat, vielleicht nicht ganz überholt von der Krankenkasse, Kidney-Rechnungen, aber auch von CNS, also schon gut nicht beilädt, Osteopath oder Chiropraktiker von der Problem Rekord, da bezahlt DKW Lützeburg bis zu 1.000 Euro Tür, ob die Behandlungen zurück.
Dann hat noch zwei Spezialkuverturen, da den das im Travel Plus, das von der Vakanz geht und hat ein Accident, der muss an Klinik gefordert gehen, der muss behandelt gehen, an dem muss eventuell sogar rapatriiert gehen, Lützeburg, alles das fällt drinnen und das eben auch mit assuriert. Und dann hat noch den Best Care Plus, das ist ein Kuvertur, wenn der Verdacht hat, ob eine schwere Krankheit, ein Tumor, so mal einfach mal, dann guckt der DKW Lützeburg, dass er von 5 Tagen Rendezvous beim Expert kriegt, kommt auch von Deutschland, den sich dann die Sache auch guckt an, ist dann noch behandelt, wann er nicht dabei kann helfen. Ein paar Beispiele für Remboursemente, die ganz gläufig sind, das kann zum Beispiel Kinder sein, wenn der vom Dr. Kine verschrieben kriegt, dann tut er 10 Seancen, da bezahlt CNS ein Teil davon, den anderen Teil, den müssen sie sich selber bezahlen, mit der Easy Health gibt es im Moment die Freien, die selber müssen überholen, nach remboursiert kriegen. Selbe Brille, wenn der Brille gibt kaufen für rund 65 €, da remboursiert CNS sich rund 73 €, an die anderen, der Rest wird dann überholt von dieser Assurance, das heißt, da gibt die Brille ganz an 0 € kosten. Bei den Zähnen, zum Beispiel von 5 Kronen, die er gemacht kriegt, die geben ungefähr, wenn sie 4.300 € kosten, dürfen der CNS ein bisschen mehr wie 1.000 € zurück. Das heißt, er hat nach 3.300 €, die er selber bezahlen. Die KV bezahlt heute bis zu 600 € pro Kron, das gibt 3.000 € zurückkriegen, sodass die ganze Behandlung schlussendlich bis nach 292 € kostet. Dann alles wat Orthodontie ist, von das ganz oft bei Kanada der Fall, wenn die eng Breck kreen oder eng Zahnspange, heißt zum Beispiel von so einer Zahnspange für 5.250 €, dürfen der CNS rund 800 € zurück. Das bleiben sich also in der ganze Park selber zu bezahlen und dürfen überhaupt dann DKV in diesem Fall 80%, sodass schlussendlich die Breck erst 681 € kostet. Dann, wann eng Operation hat, zum Beispiel von eng Tüme, wo mis eng Privatklinik an Ausland goen, alles dat gët von der DKV überholt, Tierstuto 0 Freien, an du kriegt 20 € pro Dach für der du am Spidol se als Taschegeld dann von der DKV ausbezahlt. Travel Plus, da sind die Kuverturen an Vakanz geht, du hast ein Beispiel war den gut kann feststellen, der geht an Skivakanz, du ein Accident auf der Skipiste, gibt man Helikopter gerät, der Helikopter bringt dich an die Privatklinik für Trönchen und so weiter, für durch zu gucken. Und sogar wenn man mis rapatriiert gehen und plötzlich, weil der vielleicht nicht selber kein Auto fahren, alles das geht dann halt von der Assurance überholt, sodass die Stadt kein Euro kostet. Wann der bis zu Kontrakt hat, wie froh du ein Remboursement tun, bei DKW Lützeburg als Teil vom Gruppe Lalux, die können dich einfach die Lalux App draufladen. An dem Moment könnt ihr Demande für das Remboursement ganz einfach über die App machen. Entweder ihr könnt PDF einschlagen, den ihr vielleicht per Mail geschickt kriegt, oder wenn ihr Vorbeiausrechnung habt, das kennt ihr einfach mit der App, die lädt ihr durch, an der Punkt drauf, als das Geld schon auf eurem Konto. Das kosten die Assuranzen, aber das ist unterschiedlich, das hängt an erster Linie vom Alter auf, den der hat, dem Moment, wo der den Kontrakt unterschreibt. Für einfach zu machen, weil der mir jung sieht, weil der mir billig wird sind. Und da gibt es zwei Typen von Preisen. Ich denke, mit Altersrückstellung, das ist ganz einfach, dass der Tarif der Moment, wo der aufschlägt, ein bisschen mehr höher ist, aber der Preis wird nicht in Funktion vom Alter inkludiert gehen. Und dann würde die andere Option, das ist eben ohne die Altersrückstellung, das ist ganz einfach, dass der Tarif heute ein bisschen billiger ist, wie alle 5 Jahre geht in dem Moment in Funktion von ihrem Alter inkludiert. Das ist eben inkludiert mit 25 Jahre, mit 30, mit 35, mit 40 Jahren und so weiter, bis eventuell zu ihrem Tod oder bis er dem die Kuvertur ablässt. Ein Beispiel, von der 20 Jahre alt sieht und die gibt haut also Kontrakt unterschreiben, mit Altersrückstellung gibt das 66 € pro Monat kosten, an den Preis, dass sie selber stehen, unabhängig vom Alter, die bleibt über die nächsten Jahren, 50 Jahre, bleibt den eben selber, geht nicht an Blut, dadurch, dass da nie alt geht. Dann nur die Option ohne Altersrückstellung, den Tarif ist wie gesagt nicht billig, die gibt er mal 20 Jahre plus 46 € kosten. Wer alle 5 Jahre geht an Blut, das heißt, dass er, wenn der 65 Jahre hat, da wäre er bei 133 € den Monat, das er müsste bezahlen. Ein anderes Beispiel, wenn er 40 Jahre hat, wenn er dann die Option mit Altersrückstellung holt, dann wäre er bei 100 € und der Tarif bleibt dieselbe
unabhängig vom Alter. An ohne Altersrückstellung wäre dabei 66 €, wie du geht wie gesagt all von dafür den Tarif anlut, sodass du dann noch mat 65 Jahre, zwischen 65 und 70 Jahre bei 133 € den Monat Gift leihen. Kanner von der Geburt bis 20 Jahre, das ist ein Tarif, den ist einfach 24,22 €. Ich finde das ganz interessant für Kanner aufzusichern. Den Tarif der geht an den 20 Jahre auch nicht an Blut, abhängig vom Alter vom Kind. Wie viel Steuern können da spüren mit so einer Assurance? Man kann mal einfach ein Beispiel. Hier ist ein Koppel, 30 Jahre, 29 Jahre alt, mit zwei Kindern von 5 und 2, die zusammen ein Salär imposable von 140.000 €. Die geben für so eine Assurance 165 € im Monat bezahlen, für die ganze Familie. Dadurch ergeben sie rund 825 € Spuren, wenn sie können aufsetzen auf der Steuererklärung. Schlussendlich kostet die ganze Assurance für die ganze Familie just noch 96 € pro Monat. Ein Beispiel, wie wenn du Remboursement kann hun, das ist ein ganz realistisches Beispiel von der Familie, die wir gerade gesehen haben. Der Papa war bei einem Osteopath, hat 450 € zurück von der DKV und hat eine Kontaktlinse gekauft von 300 € zurück, und verschiedene Medikamente, die nicht ganz remboursiert waren, wo er gekriegt. Mom war bei der Kine, hat einen Kron gemacht, und kann er war vielleicht bei einem Doktor, also CNS und alles überholt, und noch für die Brille gekauft, sodass die heute Familie für das tote Jahr rund 230 € zurückholt von der DKV. Was tut die Kuvertur kascht, weil nur dem ist, wo sie der Steuer aufgesagt haben, also auch Steuer gespurt haben, hat die ganze Kuvertur für die ganze Familie eben 1152 € kascht, und in diesem Fall kriegen sie 230 € zurück. Wie kann ich so einen Kontrakt abmachen? Bei du gehen sich 3 Etappen, da ist sich mal ein Offer zu freuen. Tischbenger Offer, da geht sich, muss du just ein Datum von dem Geburtsdatum gehen, von dir, von dem Partner, von der Kanner, wenn der da sind, an wo der wohnt. Das sind 2 verschiedene Tarife, ob der Resident zu Lützeburg sitzt oder ob der Frontalier sitzt. Dann, nächste Etappe, wenn er die Offer interessant fand, dann füllt er ein questionnaire médical aus, da geht sich alle Antécédents und ich fand schon viele Probleme mit der Gesundheit hat. Und der wird gemacht, für zu gucken, ob der könnt assuriert gehen oder nicht. Ganz einfach Beispiel, wenn der Löwenschwer Krankheit haut schon hat, Krebs oder so, dann kriegt er höchstwahrscheinlich keine Kuvertur angeboten, weil im Moment das Risiko für die Assurance einfach zu viel groß ist. Und dann, schlussendlich, nachdem du den questionnaire médical ausgefüllt hast, da kriegt er sich eine Proposition de Contrat. Das ist nicht ab dem Moment, wo du musst entscheiden, ob du das willst oder nicht. Wenn in dem Moment ist dezidiert, das nicht zu machen, dann ist auch nicht geschieht, aber dann hat natürlich eben keine Kuvertur in dem Moment. Wenn du natürlich schon dezidiert, den Kontrakt zu schreiben, da gibt es Délai de Carence. Délai de Carence ist einfach, dass er in einer gewissen Zeit kein Remboursement kreieren kann. Da gibt es 2 Typen von Délai de Carence. Das Délai de Carence general, das sind 3 Monate. Das ist die ersten 3 Monate von dem Kontrakt, kriegt er über Doktorrechnungen, Brille und so weiter, kriegt er nicht remboursiert. Außer im Fall von einem Accident, das ist von dem Kontrakt abgemacht, das nächste Mal ein Autoaccident, das wird da in der Spital, als das mal aufgesichert, aber eben nicht die normalen Sachen. Und da gibt es ein Délai de Carence spezial, das sind 8 Monate. Das ist, für verschiedene Sachen kriegen die ersten 8 Monate auch kein Remboursement. Das ist alles, was eine Schwangerschaft betrifft, Zahn oder Psychotherapie. Den Délai de Carence general von 3 Monaten, der kann abgehoben gehen, wenn er zum Beispiel für bei einer anderen Zusatzkrankenversicherung wird. Das kann eine andere Kompanie sein, das kann CMCM sein, also Mutuelle. Wenn er bei der CMCM alle Kuverturen hat, ob die Dental Plus an die Sachen, die sie ihm da haben, in dem Moment gibt die Karenzzeit auch wegfallen. Das ist von der CMCM-Kontrakt auf nächste Januar auslaufen, und die gibt erst bei der DKV, sie der Optimation Tag im Moment assuriert, da geht auch der Moment remboursiert. Und dann hat die DKV Lützeburg im Moment ein spezielles Offer. Das heißt, dass wenn er bis zum 1. August von diesem Jahr so Kontrakt abmacht, da fällt auch die 3 Monate Délai de Carence general fort, und sieht er sich ab dem nächsten Tag, wo der Kontrakt unterschrieben hat, sieht er eben da assuriert. Wie sieht es da auf der Steuererklärung auf? Weil die kriegt er sich im Januar, Februar von der DKV ein Zertifikat für das Steuerjahr für drin. Und das Zertifikat könnt ihr bei der Steuererklärung dabei legen. Und die setzt dabei in Assuranzen, wo doch eventuell ein Auto hat, setzt den dann auf die Steuererklärung drauf. Bei taxix.lu geht es ein bisschen wie einfacher, da einfach die PDF, den da von der DKV kriegt,
das System erkennt, was du geht, und der geht dann die Donne automatisch sicher, wird automatisch den Deel von ihrer Steuererklärung aus. Für all die Tag 6.0 nicht kennen, wenn du ja Steuererklärung gemacht hast, dann bitte das System auch automatisch eine Analyse von ihrem Potenzial für noch mehr Steuern zu spüren in Zukunft. Das System rechnet du genau aus, weil da könnte man eine Zusatzpension spüren, weil man Lebensversicherung noch keine Spuren, einen Bausparvertrag. Und die können das im Moment kontaktieren. Wir melden das bei euch an einem kleinen Telefonat, machen ein bisschen den Point, gucken, was bei euch möglich ist. Und wir können euch in dem Moment auch helfen, alle die Assuranzen oder die Produkte, die ich erlauben, Steuern zu spüren, aufzuschließen. Das heißt, das geht von all den Produkten, die Klalux anbietet, Zusatzkrankenversicherung von der DKV, die wir gerade gesehen haben, wie auch Autoassuranzen, Hausassuranzen, Zusatzpensionen, Lebensversicherungen. Und wir können aber auch helfen, einen Bausparvertrag aufzuschließen. Dafür können doch ganz einfach den QR-Code jetzt durchscannen, und direkt auf Rendezvous mal denken von unserer Equipe holen, und dann rufen wir schon, und dann machen wir zu dem Punkt, was möglich ist. Wenn ihr sonst Fragen habt, schreibt einfach eine Mail auf help@tag6.lu, und dann kann meine Equipe ganz gerne weiterhelfen. Ich vielmals merci für den Webinar von Haut und zeig mir das kontaktieren, wenn ihr weiter Fragen habt. Merci.